Mehr waren mat dieser Klasse der 2C dëst Jahr an Schweiz. Was genau mehr du gesehen a gemäht hun, dat war sest Michilo an einem kleinen Film. Also wir sind morgens mit dem Bus fortgefahren für der Schule und nur 7 Stunden ungefähr zu Genf gekommen. Und dann waren wir kurz rund um den See zu Genf tröpfeln und haben uns einen ersten Eindruck von der Stadt verschafft. Und wir sind so rund um den See spaziert. Morgens waren wir dann zu Genf an dem Musée de l'Histoire des Sciences. Und dort ist permanent eine Ausstellung, wo sie die alten Moosapparate ausstellen. Then the snow started falling. We were stuck out in your car. You were rubbing both my hands, chewing on a candy bar. You said, ain't this just like the present? To be showing up like this. There's a moon when you're crescent. We started to kill. An Uwe war dann eine Ausstellung von wo Glücksspieler analysiert gesehen, wo ich noch selber konnte ausprobieren, welche Chancen so stehen, mathematisch erklärt mit Probabilität. Ja, und das hat dafür dem Herrn Glodi ganz gut gefallen. Ja, die Chance geht immer mehr hoch, also global, die konditionell, das ist dann eben Den ersten Tag sind wir mit dem Bus auf Lausanne gefahren, ungefähr eine Stunde. Und dann hat man Guide, den bei uns mit am Bus durch Lausanne gefahren ist und ein bisschen das Site von der Uni erklärt hat, der gewiesen hat. Und dann hat er so noch durch die Altstadt gefahren, dann ist er ein bisschen Geschäfte gewesen und Kirche. Und Lausanne ist auch wirklich eine interessante Stadt. Wir haben noch den Sitz vom Komitee Olympique gesehen und auch eine interessante Unistadt. Den Highlight von unserer Reise war natürlich die Visite vom CERN. Das CERN ist ein wissenschaftliches Institut direkt neben Genf, wo unter anderem der größte Teilchenbeschleuniger von der Welt ist. Das ist ein innerirdischer Tunnel von 27 Kilometern. Und da forschen eigentlich Physiker und andere Forscher aus der ganzen Welt. Als erstes konnte mehr eine kleine Dia-Show gewesen, wo mehr erklärt wird, was überhaupt Materie ist und Antimaterie und für das mehr das ganze Prinzip überhaupt nicht versteht von all den Partikeln, die durch die Luft fliegen. Und für allem lassen sie eben Materie und Antimaterie kollidieren, was eine enorme Energie freisetzt. Elle s'appelait l'eau énergie antiprotonnerie.
parce que cette machine a été construite pour travailler sur des particules qui s'appellent les antiprotons. Le signal d'en bas, c'est les protons qui viennent de l'hydrogène qui a été chauffé à blanc. On a créé, dans l'hydrogène, on a créé un plasma en montant à peu près à 4000 et 5000 degrés Celsius. Et quand à cette température-là, dans un plasma, en fait, les protons et les électrons sont toujours présents, mais sous forme de nuages. Ils ont été déverrouillés par les champs électromagnétiques qui les maintiennent normalement en place dans un atome.